Bi kar počasi začela, vse vas lepo pozdravljam na tokratnem tedenskem pomenku. Dr. Pežornova me je prosila, če bi lahko jaz moderirala, kar seveda z veseljem prevzamem in z velikim veseljem bi želela najprej povedati nekaj besed o današnji gosti, Katarina Tibalt. Bom začela kar ne tako daleč nazaj, ker je seveda mlada sodelavka, ampak vseeno bom začela daleč nazaj v gimnaziji. Torej, gimnazijo je obiskovala v Ljutomeru, seveda zaključila uspešno in potem je na Univerzi v Mariboru študirala nemški jezik in pedagogiko. Prvostopenjski študij zaključila in potem tudi drugostopenjski študij, seveda, in bi želela ob tem povedati, da je dobila po zaključenem študiju odlikovanje rektorja kot najboljša študentka generacije na Filozofski fakulteti. Njeno magistrsko delo je bilo zbrano kot najboljše magistrsko delo v regiji Pomurje v letu 2016. V njem se je ukvarjala z večjezičnostjo v Termah v Sloveniji in bila je tudi uvrščena na univerzi med 5% najboljših študentov. Ko to slišimo, je seveda nekako kar logično, da je nadaljevala z doktorskim študijem, kar tudi zdaj uspešno počne. Sicer pa si je prve službene izkušnje nabirala v različnih jezikovnih šolah, seveda kot učiteljica nemščine, in pa tudi sodelovala v prvih letih po magisteriju pri 5 raziskovalnih projektih, med drugimi tudi v tujini, predvsem v Avstriji. In v Avstriji se je potem tudi zaposlila, in sicer najprej kot učiteljica beguncev v tistem prvem velikem valu 2016, potem pa se je zaposlila 2017 na inštituciji, kjer je zaposlena tudi danes, ki v Grazu v Avstriji, ki ima naziv Österreichischer Integrationsfonds, 2S, in ta inštitucija se seveda ukvarja z jezikovnimi integracijami različnih priseljencev in beguncev. Katarina Tibalt je tam zaposlena kot tista, ki testira znanje tistih, ki zaradi različnih razlogov potrebujejo uradni certifikat o znanju nemščine, občasno pa se tudi ukvarja, torej občasno pa tudi poučuje na tej isti inštituciji. Na Univerzi v Mariboru trenutno piše doktorsko disertacijo, jaz sem zelo ponosna, da sem njena mentorica. Doktorska disertacija ne nastaja na temo, o kateri bo danes govorila, v njej se ukvarja z dnevnimi migranti in z stalnimi migranti iz Slovenije v Avstrijo. Danes je pa za nas pripravila eno čisto posebno temo. Naslov današnjega predavanja je Učiteljica ni vedela, da ne zmorem oziroma morem. Podnaslov Vloga izobrazbene podlage pri razvijanju večjezičnosti pri osebah z begunskimi izkušnjami, z različnimi prvimi jeziki in različnih starosti. To se pravi, danes bomo poslušali o tem, kakšni situaciji jezikovno gledano se znajdejo begunci ali pa so se znašli, ko so prihajali v Avstrijo in kako to občutijo, kakšna so njihova stališča in še veliko tega. Jaz še enkrat z velikim veseljem pozdravljam našo gostjo Katarino Tibalt, seveda tudi vse ostale. Jezikovni pomenki bodo potekali tako kot vedno. V prvi polovici, pa mogoče malo dlje kot polovici, bo Katarina predstavila svojo temo, potem pa seveda bo čas za pogovor, diskusijo, vprašanja in tako dalje. In zdaj z veseljem, vprašanje seveda lahko tudi pišete v chatu ali pa komentarje, zdaj z veseljem dajem besedo naši današnji gosti. Hvala za besedo in za uvodne besede. Jaz bom zdaj prezentacijo delila, upam, da me dobro slišite in vidite. Prezentacija bo bolj v nemškem jeziku, upam, da ni problem. Jaz bom poskušala zmeraj tudi v slovenščino preklopiti, ampak ker raziskujem v nemškem jeziku, je zame veliko lažje tudi potem v tem jeziku predavati. Bom pa poskušala zmeraj
v slovenščini tudi potem kaj povedati. Torej, naslov, učiteljica ni vedela, da ne zmore, vloga izobrazbene podlage. Genau, also die Rahmenbedingungen für Bildung, die werden heute dann in den Fokus gestellt. Und ich starte mal mit der Definition, wer überhaupt Personen mit Fluchterfahrung sind. Also es wird oft gestritten, wie soll man die Personen nennen, die flüchten. Einige sagen Geflüchtete, Flüchtlinge, Personen mit Fluchterfahrung, denke ich, ist ein doch sehr neutraler Begriff. Deswegen verwende ich lieber diesen, weil Flüchtlinge schon ziemlich durch die Politik die Neutralität verloren hat. Und in der Genfer Flüchtlingskonvention wurde diese Person dann auch rechtlich definiert. Wie man dann sehen kann, ist das eine Person, die ihr Herkunftsland verlassen musste, weil sie aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zur bestimmten sozialen Gruppe und oder politischer Überzeugung verfolgt wird, beziehungsweise begründete Furcht vor Verfolgung hat. Also eine Person, die flüchtet aus unterschiedlichen Gründen. Diese sind dann in Bezug auf die Person mit Fluchterfahrung zu nennen. Also alle anderen Gründe sind dann nicht Personen mit Fluchterfahrung, sondern andere Personen, die ihr Land verlassen haben. Genau. Da ich ja in Österreich lebe und ich auch die Zielgruppe erforscht habe, die dann auch in Österreich Deutschkurse besucht und in Österreich lebt, werde ich natürlich ein bisschen auch eher Österreich in den Fokus stellen hier, weil die Rechtslage in Österreich ist ja nicht gleich wie in Deutschland. Deswegen ist es halt auch wichtig zu erwähnen, dass das im Rahmen Österreichs anzusehen ist und nicht im deutschländischen Raum. Und ja, wie man sehen kann, 2015, das besagte Jahr, wo dann die Fluchtwelle war und so viele Personen aus den Fluchtländern auch geflüchtet sind. Wenn man sich das Diagramm anschaut, sieht man, dass zuerst die Asylanträge noch ziemlich ausgeglichen waren, je nach Jahr, aber dann 2015, also schon wirklich enorm mehr. Und dann in den nächsten Jahren hat sich das wieder ein bisschen angeglichen an die vorherigen Jahre, aber doch noch immer ganz viel. Ja, Flucht ist zu einer wichtigen Bewegungsform avanciert im 21. Jahrhundert. Und genau, 2015 war eben dieser Höhepunkt, auch in Österreich eben. In Slowenien war das nicht so wie in Österreich, Deutschland und anderen Ländern, ja, die eben eher beliebt sind von der Zielgruppe. Und aus welchen Ländern stammen diese Menschen? Also aus ganz, ganz unterschiedlichen. Aber hier sind die Top 5 sozusagen. Sonst gibt es wirklich noch viele, viele andere Länder, aber die meisten kommen aus Afghanistan und Syrien, wie man dann erkennen kann aus dem Diagramm. Und deswegen habe ich auch mich eher auf diese zwei Länder fokussiert. Und die anderen Länder würden dann halt den Rahmen sprengen, sozusagen. Deswegen habe ich nur diese zwei Länder in den Fokus gestellt. Wäre natürlich sehr interessant gewesen, noch mehr Länder anzuschauen. Und diese Heterogenität in Bezug auf die Bildungsvoraussetzungen wären dann noch mehr breiter. Genau, Irak, Iran, Pakistan sind noch die anderen drei Länder, die dann auch sehr häufig vertreten waren 2015. Genau, das sah 2016 ähnlich aus, also auch Afghanistan, Syrien in den Top 2. Gut, das Asylverfahren in Österreich ganz kurz. Wie sieht das aus? Also wenn eine Person in Österreich einen Asylantrag stellt, bekommt er die Bezeichnung Asylwerber oder Asylwerberin. Und in dieser Zeit hat diese Person
keine Möglichkeit zu arbeiten oder die Schule zu besuchen, außer es ist ein schulpflichtiges Kind. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Das heißt, Deutschkurse zu besuchen ist auch sehr, sehr selten möglich, sage ich mal, auch von dem finanziellen Hintergrund dieser Personen. Sie können sich Deutschkurse nicht leisten. Am Anfang, 2015, 2016, waren Asylwerberkurse, weil eben die Asylanträge nicht so schnell bearbeitet werden konnten. Und da konnten diese Personen ein bisschen noch Deutschkurse besuchen, also die sie nicht bezahlen mussten. Und da sah man schon, also in dieser ersten Phase, wo die Deutschkurse begonnen haben, sah man schon, wie anders die Zielgruppe lernt. Also, dass das ein bisschen länger dauert, als wenn jemand jetzt aus Polen nach Österreich kommt. Zum Beispiel, ja. Die Kurse begannen von A1 und aus meinen Erfahrungen her kann ich bestätigen, dass man sehen konnte, dass sehr, sehr viele einen Alphabetisierungskurs zuerst gebraucht haben. Aber dieses Wissen hat man ja da nicht gehabt oder halt, man hat das nicht irgendwie erwartet, dass das so von Anfang an wirklich stattfinden sollte. Und die Kurse waren extrem kurz, das heißt, eigentlich ist der Lernfortschritt kaum gegeben gewesen. Ja, so viel dazu. Ja, die Verfahrensphase kann wirklich lange dauern. Also einige haben Glück, 1, 2 Jahre und dann wissen sie, okay, ich darf hier bleiben, ich darf nicht hier bleiben. Aber bei einigen kann das bis zu 6 Jahre dauern oder noch länger. Und wenn man denkt, dass man in dieser Zeit wenig Möglichkeiten hat, die Sprache zu lernen, ist das halt schwierig dann. Und ja, egal, ich schweife weg von dem Thema. Gut. Wenn der Antrag positiv ist, dann bekommen Sie den Status Asylberechtigter oder Asylberechtigte. Im negativen Fall müssen Sie das Land verlassen. Es gibt noch einen anderen Fall, also subsidiärschutzberechtigt. Das heißt, ja, aus unterschiedlichen Gründen darf die Person doch hier bleiben, aber das ist kein Fluchtgrund in dem Sinne. Aber Angst vor Verfolgung oder Erniedrigung und solche Sachen. Genau. Gut. Auf den Zweitsprachewert haben sehr, sehr viele Faktoren einen Einfluss. Katarina, ne slišimo več dobro, nekaj se premaknilo. Okay. Zdaj pa mislim, da spet, da je v redu. Aha, okay. Ja. Je boljše? V redu je, v redu. Okay. Genau. Also es gibt Ne, zdaj pa vas spet ne slišimo. Okay. Včasih mi... Je zdaj boljše? Ja, zdaj je okej. Mogoče, ko se premaknete, pa se spet kaki kontakt. Ja, mikrofon se mi stalno premakne iz računalnika, ja, upam, da je zdaj boljše. Ja, zdaj je okej. Okay, gut. Also die Faktoren. Wichtig ist, dass man nicht den einen Faktor herausnimmt. Das ist ein Komplex, der auf eine individuelle Person Einfluss nimmt. Also auf der einen Seite sind das endogene oder interne Voraussetzungen, ja, neuropsychologische Variablen, also wie alt ist die Person, die Intelligenz, also die kognitiven Variablen, Lernstrategien, Lernerfahrungen, die affektiven Variablen, also Einstellungen, welche Einstellungen haben die Personen zur Zielsprache, wie motiviert sind sie, Persönlichkeitsmerkmale und noch zahlreiche andere Faktoren. Auf der anderen Seite sind aber auch die exogenen Voraussetzungen, die man nicht außer Acht lassen sollte, aber die gerne außer Acht gelassen werden. Das sind zum einen die Bedingungen im Ankunftsland,
Also welche Fördermaßnahmen gibt das Land den Personen, damit sie die Sprache erlernen? Und auch der soziale Kontakt wird oft halt nicht berücksichtigt, oder wie ist das gegeben, der soziale Kontakt? Zum anderen sind das aber die Bedingungen im Herkunftsland, und diese Bedingungen eben, die werden sehr selten berücksichtigt. Und das habe ich mir halt anschauen wollen, weil vor allem bei dieser Zielgruppe sind die Bedingungen im Herkunftsland entscheidend, meiner Meinung nach, weil dort sozusagen werden die Basis wird dort gegeben, wie man dann später die Sprache lernt. Und die Bildungstradition im Herkunftsland, vor allem in einem Land, wo Kriegszustände sind nicht so gut. Deswegen sind die Einflüsse von diesen Bedingungen noch mehr vorhanden als jetzt von einem anderen Land. Und ja, wenn man die Literatur anschaut, findet man halt die These, dass die Zielgruppe sehr heterogen ist, weil eben in den Herkunftsländern sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen herrschen. Aber es gibt keine Studien dazu, die das belegen oder die aufzeigen, welche sind denn diese Voraussetzungen? Warum lernen einige schneller, einige nicht so schnell? Was sind genau diese Voraussetzungen? Ich habe ein paar Studien gefunden, die waren aber ziemlich quantitativ angelegt. Also die waren nicht qualitativ. Man hat nicht mit den Personen gesprochen. Das wurde einfach so herausgenommen, ja, wie lange zur Schule gegangen und ja, was haben sie abgeschlossen. Und wenn man sich diese Studien anschaut, sieht man, dass sie an einer sehr großen Zahl analysiert wurden. Also Ritsch hat in Deutschland eine Befragung durchgeführt an 105.000 Asylbewerbern, und da hat er herausgefunden, dass 62% gering qualifiziert waren und dann so 21% mittel und 17% hatten eine akademische Ausbildung. Dann eine andere Studie war in Österreich, in Wien, und da wurden 514 Asylbewerber befragt. Und da hat man auch herausgefunden, dass 52% über keinen Grundschulabschluss gehabt haben. Also sie haben nicht einmal die Grundschule abgeschlossen. Und hier haben sie vor allem die Länder Afghanistan und Somalia, genau, betont. Also in diesen Ländern sind eher die Bildungsvoraussetzungen niedriger. Das bekräftigten dann auch die Befragungen 2018, wo eben herausgefunden wurde, dass Personen aus Afghanistan ungefähr 6 Jahre eine Schule besucht haben und die Personen aus Syrien und dem Irak etwa 9 Jahre. Genau. So. Das ist auch ein bisschen politisch, ich werde das ganz kurz halten. Ja, Deutscherwerb als Verpflichtung. Also die Personen müssen Deutsch auf Niveau B1 haben in einem bestimmten Zeitraum. Also das ist gesetzlich verankert. 2017 war es noch A1, jetzt ist B1-Niveau. Also der Staat verpflichtet sich, Kurse anzubieten, aber die Personen verpflichten sich hingegen mit einer Integrationserklärung, dass sie auch dieses Niveau erreichen. Aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen in den Herkunftsländern zeigen, dass einige Personen dieses Niveau vielleicht nicht erreichen können. Ist eine These, muss nicht sein, aber es kann so sein, weil einige in ihrer Muttersprache beziehungsweise ziemlich viele nicht alphabetisiert sind. Genau. Und hier habe ich dann angesetzt.
meinen empirischen Zugang habe ich so angesetzt, dass ich Interviews geführt habe mit Personen aus Afghanistan und Syrien, um mir eben diese Rahmenbedingungen anzuschauen. Also wie man sehen kann, waren das ziemlich viele Interviews und die Bildungserfahrungen von den Personen sind sehr breit gefächert. Also das ist ein sehr komplexes Bild am Ende. Ist ein sehr komplexes Bild herausgekommen am Ende. Die Interviews habe ich in 2019 geführt in Österreich, eben Afghanistan und Syrien. Mehr Männer als Frauen. An Frauen ist es ein bisschen schwieriger heranzukommen, aber man sieht, dass sich das Altersspektrum von 16 bis 56 Jahren, also gut, also Menschen mit unterschiedlichem Alter habe ich dann erfassen können. Die meisten waren aber im jungen und mittleren Erwachsenenalter, also eher jünger. 26 Befragte haben zwischen 8 und 12 Jahren die Schule besucht, 13 weniger als 8 und 8 Befragte hatten keine Schulerfahrung. Die Interviews wurden in Deutsch und Englisch geführt und auch in der Erstsprache der Befragten, in diesem Fall natürlich mit Dolmetscher. Die Transkriptionen wurden wörtlich erfasst und dann die späteren Interviewpassagen sind dann auch halt nicht grammatikalisch korrekt, weil das eben ja so geschrieben wurde, wie die Person das gesagt hat. Es wurde eine zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Meyring gemacht. Ja. Und ich würde mit Afghanistan starten, weil das ist ein Land, wo eben doch die Rahmenbedingungen sehr komplex sind. Und ja, im Vordergrund dieser Präsentation sollen diese Rahmenbedingungen ersichtlich werden. Wie das dann später auf den deutschen Web Einfluss nimmt, ist halt schwer zu sagen. Aber man sieht, wie unterschiedlich diese Voraussetzungen sind und dass die Personen wirklich extrem heterogen sind. Und dass man das halt auch beim Deutschkurs in den Deutschkursen berücksichtigen müsste. So, in Afghanistan leben verschiedene ethnische Gruppen. Wie man sehen kann, ist das ziemlich durchmischt. Es gibt Pashtunen, Hazaras, Tadschiken, Usbeken und so weiter. Vor allem, wenn man die Hazaras herausnimmt, sind das Personen, die von der muslimischen Religion her Schiiten sind und die anderen sind Sunniten. Und die haben vor diesem Rahmen eben auch ein bisschen Schwierigkeiten, sich in Afghanistan zu behaupten, beziehungsweise werden oft unterdrückt. Vor allem diese Personen flüchten dann auch, also die Hazara-Stämme, die Hazara-ethnische Gruppe, meistens nach Iran, wo dann auch ihre Sprache gesprochen wird, aber halt nicht Dari, sondern Farsi. Das ist aber eine ähnliche Sprache wie Dari, also ihre Muttersprache. Sonst werden viele Sprachen gesprochen, also Farsi, ich meine Dari und Pashto sind aber die Amtssprachen. Afghanistan ist geprägt durch zahlreiche Kriege, den Guerillakrieg, Bürgerkrieg, die radikal-islamische Gruppe, unter der Bezeichnung Taliban kennt man diese Gruppe. Ja, wurde das Land unterdrückt und das Bildungssystem konnte nicht so erfolgreich werden, beziehungsweise sich etablieren. Und ja, dadurch kamen dann die Einschränkungen in Bezug auf das Schreiben und Lesen. Genau, auch als dann die Truppen kamen 2001, konnten sie die Unruhen also nicht auslöschen. Deswegen, ja,
hat sich die Geschichte auch jetzt wiederholt, letztes Jahr. Also unter der Regierung der Taliban ist noch immer das Gleiche. Okay, also die Alphabetisierungsrate negativ. Das heißt, Jaz ne vem, nekaj poslušam, mi šefica poslala, pa ne vem, kaj mi hoče povedati. V Afganistanu smo zdaj. Gospa Blanka, Ja, pardon. Okay. 42% der Personen sind Analphabeten und nur 26% hatten eine Grundschulausbildung. Das heißt, viele waren nicht alphabetisiert und sind noch immer nicht alphabetisiert in ihrer Muttersprache. Was heißt das? Genau, die Schulpflicht in Afghanistan ist eigentlich nur auf dem Papier. Sie wurde eingeführt 1975, also vor dem Ausbruch der Unruhe. Und als dann der Guerillakrieg ausbrach, ja, dann wurde die Schulpflicht eigentlich nicht mehr wahrgenommen. Also das verblieb einfach nur auf dem Papier. Das Diagramm veranschaulicht zwar, dass sich die Schulbesuchsquote deutlich gesteigert hat, aber wenn man bedenkt, dass in Afghanistan 34 Millionen Menschen leben und davon 2/3 unter 27 Jahren alt sind, erscheinen diese 9 Millionen Kinder, die die Schule besuchen, auf den zweiten Blick eher gering, also eigentlich nur ein Bruchteil von der gesamten Bevölkerung. Das sind nicht einmal 40%. Und man sieht auch, dass die Frauen bzw. Mädchen noch weniger die Schule besuchen können als die Jungs. Genau. Also das sind jetzt so Interviewspassagen, die ich ausgewählt habe, die dann aufzeigen, welche Faktoren eigentlich die sind, die den Schulbesuch begünstigen oder eben nicht. Und die habe ich dann herausgefiltert und benannt. Also ob eine Person die Schule besuchen darf, in Afghanistan entscheiden oft die Eltern dieser Person. Also das heißt, dass die Eltern entscheiden, ob ein Kind in die Schule geht oder nicht. Torej, če se obiskuje šola, odločajo starši otroka. In po večini je tako, da starši povejo, ali lahko otrok obiskuje šolo ali ne. Wenn man sich die Aussage von dem Interview 4 anschaut, nimmt diese Person an, dass eher die Eltern, die selbst die Schule besucht haben, auch ihren Kindern erlauben oder sagen, sie sollen in die Schule gehen, weil sie eben selbst wissen, wie wichtig das ist. Aber wenn man sich die anderen 3 Passagen anschaut, dann kann man erkennen, dass auch vor allem die Eltern, die nicht in die Schule gehen konnten, den Wert der Bildung auch erkennen. Weil sie eben wollen, dass die Kinder nicht die gleichen Schwierigkeiten haben im Leben, wie sie haben. Also dass sie lesen und schreiben können und sie dadurch nicht benachteiligt sind im Alltag. Die finanzielle Situation hat auch einen sehr großen Einfluss darauf, ob eine Person die Schule besuchen darf.
oder beziehungsweise kann. Ja, die meisten Familien leben in Armut, also die jetzige Situation sieht nicht anders aus. Die Kinder müssen oftmals arbeiten gehen, die Familie unterstützen und dadurch bekommen sie keine Ausbildung. Und auch die Kosten für die Schulmaterialien stellen auch oft ein großes Hindernis dar, sodass die Kinder halt nicht in die Schule gehen können. Die Sicherheitslage ist ein entscheidender Punkt, auch warum Kinder nicht die Schule besuchen können. Viele Schulen wurden auch beschädigt während des Krieges und viele Lehrer wurden auch getötet oder sie mussten das Land verlassen, sodass auch keine Personen waren, die die Kinder unterrichten konnten. Genau. Einige Schulen wurden auch zweckentfremdet, vor allem von den Taliban. Sie haben auch dann sogenannte Madrasas aus den Schulen gemacht. Die Frauen hatten noch eine schlechtere Position, vor allem im Taliban-Regime war die Bildung von Frauen zur Gänze verboten. Genau. Und das hängt vor allem mit dem veralteten Frauenbildmuster zusammen. Das sieht man auch in den Interviews, wie die Frauen gesprochen haben. Also Afghanistan ist eine ziemlich männlich orientierte Gesellschaft und die Frauen werden halt diskriminiert in Bezug auf ihre Entfaltung. Meistens werden sie nicht als eigenständige Persönlichkeiten angeschaut, sondern sie sind eine Ergänzung zum Mann. Und wenn man sich das Interview 9 anschaut, er sagt, dass das ist eine Schande, wenn eine Frau in die Schule geht. Also in Afghanistan wird das als eine Schande angesehen. Torej, da se mora oseba sramovati, če pošlje deklico v šolo. Dieses Frauenbild ist vor allem in den ländlichen Gebieten verankert. Das heißt, in den Hauptstädten und in großen Städten können Frauen leichter in die Schule gehen und sie haben dort auch viele Mädchenschulen, die sie besuchen können. Ja, aber je mehr man in das ländliche Gebiet kommt, desto weniger können Mädchen die Schulen besuchen und deswegen, vor allem in meinen Interviews mit Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben die meisten auch nie eine Schule besucht. Der Schulweg ist auch ein riesengroßer Grund, warum viele nicht in die Schule gehen können. Und das hat auch dann wieder mit dem Dorf-Stadt-Prinzip zu tun, weil einige mussten wirklich mehr als eine Stunde zu Fuß gehen, damit sie überhaupt in die Schule kommen. Und ja, dann haben sie es einfach gelassen und nicht wieder in die Schule gegangen. Und die in der Stadt wohnen, haben da es ein bisschen einfacher. Also diejenigen, die am Land wohnen, sind nicht regelmäßig oder nicht in die Schule gegangen. Und ich hatte noch eine ganz interessante Person, die ich auch interviewen konnte. Und zwar war das eine Person, die in Afghanistan lebt, ist aber kein Muslime, also hat nicht die muslimische Religion, sondern er gehört zu den Scheiks an. Und ich hatte großes Glück, mit ihm auch sprechen zu können, weil er hat dann auch gesagt, dass die Hindus und Scheiks eine Minderheit in Afghanistan sind
und die werden ausgeschlossen von der Bildung, von den Möglichkeiten der Bildung, weil sie eben nicht die gleiche Religion haben wie die Mehrheit der in Afghanistan lebenden Personen. Und ja, sie konnten eben nicht in die Schule gehen, eben wegen ihrer Religion. Und die meisten von denen sind dann Analphabeten geblieben. Und als er nach Österreich gekommen ist, war er auch Analphabet. Aber ja, er konnte dann sehr schnell lernen. Er hat das Glück gehabt, dass er zu Hause auch einen Privatlehrer gehabt hat. Können aber nicht viele von sich behaupten. Genau. In Afghanistan war das dann auch so, dass durch die Kriege, die seit den 70er Jahren vorherrschen, beziehungsweise Ende der 70er Jahre, viele mussten dann schon davor, also sind schon vor 2001 nach Iran und Pakistan, also in die Nachbarländer geflüchtet. Und zu dieser Zeit wurden sie auch als Personen mit Fluchterfahrung anerkannt. Und sobald in Afghanistan das islamische Staat gegründet wurde, sind einige wieder zurückgekehrt, in der Hoffnung, dass es wieder Ruhe gibt. Und seit 2001, also mit dem Ausbruch des Bürgerkrieges, mussten die Personen wieder flüchten. Und die meisten flüchteten nach Iran und Pakistan, wo eben auch die Sprache gesprochen wird und wegen der geografischen Nähe auch. Aber nach 2001 wurden sie nicht mehr als Personen mit Fluchterfahrung anerkannt, sondern eher als illegale Einwanderer betrachtet. Und da hatten sie dann Schwierigkeiten, Bildung zu erhalten. Und die meisten wurden dann auch von der Bildung ausgeschlossen. Aber sie blieben dort wegen der Sicherheit. Und viele flüchten noch heute nach Iran und nach Pakistan, um eben Bildung zu erhalten, um arbeiten zu können, um leben zu können. Aber ja, medizinische Versorgung und alles inbegriffen, aber es ist halt schwierig, weil sie dann sofort aus dem Land ausgewiesen werden. Genau, also im Iran ist es so, weil viele auch dann im Iran waren, die ich interviewt habe, also die sind eigentlich Flüchtlinge im Iran gewesen und dann aus dem Iran nach Österreich gekommen, weil sie im Iran dann auch nicht die Möglichkeiten bekommen haben, die sie sich erwünscht haben. Und diejenigen, die nach 2001 geflüchtet sind, konnten keine Schule besuchen, weil sie keinen Asylstatus bekommen haben. Wie ich eben vorher gesagt habe, nur diejenigen, die vor 2001 geflüchtet sind, haben dann wirklich Ausbildung bekommen. Aber auch nur zum Teil. Diese Personen, die Asylstatus haben, sind verpflichtet, sich im Jahr mehrmals registrieren zu lassen. Amayesh-Registrierungen werden diese Registrierungen genannt. Und wenn Sie eine Registrierung auslassen, wird Ihnen der Asylstatus abgesprochen. Und das heißt wieder, dass Sie eben als illegale Einwanderer dort sind. Ja, also Registrierungen sind sehr wichtig, damit Sie dann auch alle Rechte haben. Trotzdem gibt es natürlich Hindernisse, auch wenn Sie die Amayesh-Karte haben, also die Flüchtlingskarte. Die Grundstufe, also die Grundschule dauert 5 Jahre und ist gratis. Also die meisten werden dann nur eine Grundschule besuchen. Mit der Sekundarstufe können die meisten dann nicht fortfahren, weil sie nicht mehr kostenfrei ist. Und da brechen dann die meisten ab. Und diejenigen, die dann halt nicht eine iranische Schule besuchen können oder dürfen, besuchen sogenannte afghanische Schulen, die im Iran eigentlich
gang und gäbe sind, aber halt auch nicht überall. Also wenn es in einem Dorf keine afghanische Schule gibt, dann können die, also in einem iranischen Dorf, wo afghanische Leute leben, können sie dann auch keine Bildung bekommen. Genau. Die afghanischen Schulen sind aber nicht gleich wie iranische Schulen. Also im Interview sieht man auch, dass die als nicht normale Schule bezeichnet wurden. Das sind eigentlich Wohnungen, die gemietet werden von afghanischen Landsleuten, also Lehrern afghanischer Herkunft, die dann diese Kinder unterrichten, damit sie Bildung bekommen. Aber das ist nicht überall gegeben. Also in einigen Bezirken gibt es das nicht, das heißt, einige können die Schule nicht besuchen. Und ja, das sind halt Wohnungen, leerstehende Wohnungen, wo die Kinder dann auf dem Boden, meistens ohne Utensilien lernen. Genau. Diese Schulen werden auch nicht anerkannt in Iran. Also das heißt, wenn eine Person diese Schule besucht hat, heißt das nicht, dass diese Person eine Bildung, dass seine Bildung im Iran angenommen wird bzw. anerkannt wird. Eine weitere Möglichkeit sind auch die Koranschulen. Da hat auch eine Person diese Schule besucht. Das sind aber keine normalen Schulen wieder. Also da müssen die Kinder den Koran auswendig lernen. Und der Koran ist ja in Arabisch geschrieben. Das heißt, sie lernen ein Buch auswendig in einer Sprache, die nicht einmal ihre Muttersprache ist. Also hier ist der Mehrwert dann auch in Frage gestellt, weil sie werden ja nicht alphabetisiert in ihrer Muttersprache und sie lernen Arabisch nicht aus Fremdsprache, sondern eben auswendig, was im Koran steht. Ja, genau. Und der Zugang zum Studium ist für die afghanischen Personen auch sehr schwer. Nicht nur wegen der finanziellen Sicht, sondern auch, weil sie sie brauchen für die Immatrikulation einen afghanischen Pass, damit sie sich anmelden können. Und Flüchtlinge, Personen mit Fluchterfahrung, haben diesen Pass nicht, weil sie geflüchtet sind. Das heißt, sie müssten theoretisch nach Afghanistan und diesen Pass besorgen, um dann zu studieren zu können. Aber wenn sie dann wieder zurückkommen, sind sie ja wieder illegal gekommen und dann verlieren sie ihre Amayesh-Karte. Also das ist irgendwie alles ja, sehr kompliziert und deswegen gibt es selten eine Person, die im Iran studiert und eine afghanische Staatsbürgerschaft hat. Genau. Fehlende Qualifikationen von Lehrerinnen in Afghanistan. Das wurde sehr oft angesprochen, weil die meisten Lehrer keine Qualifikationen hatten zum Unterrichten. Das kann man dann auch hier lesen. Genau, sie hatten keine Fortbildungen und viele Lehrer wurden auch halt vertrieben. Sie sind dann auch geflüchtet und deswegen, ja, sind diese Lehrer, die vielleicht nur die Matura gemacht haben. Und das merkt man halt dann auch beim Unterrichten. Also die Personen konnten dann auch erkennen, dass das halt nicht ein Lehrer ist, der studiert hat. Und das haben sie dann auch in den Interviews erzählt. Gewalt als Normalität, ja, Strafen sind da gang und gäbe und das haben sie dann auch oft erwähnt. In Syrien ist das ein bisschen anders. Da haben 2010, also vor dem Ausbruch des Kriegs, 97% der Kinder eine Schule besucht. Also die Rate war sehr hoch und auch 90% konnten lesen und schreiben. Die Frage ist nur, inwieweit hier die Minderheiten mit einbezogen werden, weil in dieser arabischen sozialistischen Baath-Partei,
diese Partei war sehr strikt und oft wurden die Minderheiten nicht einbezogen in Bildungsmaßnahmen in dem Rahmen wie die Syrer. Mit dem Krieg wurde die Quote, die Schulbesuchsquote sehr niedrig, also nur noch 38% sind in die Schule gegangen. Also da sieht man dann diesen Abbruch. In Syrien kann man von einer Schulpflicht ausgehen, weil fast alle befragten Personen, die mit mir gesprochen haben, eine Schule besucht haben. Es kam aber zum Vorschein, dass einige nicht regelmäßig in die Schule gegangen sind. Und das waren eben die Kurden, also die Minderheit. Und ich habe sehr viele Kurden interviewt. Das heißt, viele Kurden sind geflüchtet aus Syrien. Und deswegen kann man nicht sagen, dass alle Syrer gleich gebildet sind, wie einige das auch gern behaupten oder gleichsetzen. Die Ausnahme sind also die Minderheiten, bei denen es nicht immer eine Schulpflicht gegeben gewesen und auch wieder das Stadt-Land-Gefälle. Also hier ist es dann auch wieder zu den Unterschieden gekommen. Also diejenigen, die am Land wurden nicht so oft kontrolliert und man musste nicht immer in die Schule gehen. Aber das war eher bei den älteren Teilnehmern, also interviewten Personen. Also nicht die Jüngeren waren eher alle in der Schule als die Älteren. Also die ältere Generation war hier eher gegeben. Genau. Ja, bei den Kurden war das dann eben auch so, dass sie ihre Muttersprache, ihre Erstsprache Kurdisch in den Schulen nicht verwenden durften. Also zu Hause haben sie Kurdisch gesprochen und dann, als sie in die Schule gekommen sind, mussten sie Arabisch lernen, von Anfang an. Das heißt, sie wurden alphabetisiert in ihrer Zweitsprache sozusagen. Weil Kurdisch ist auch eine Sprache, eine lateinische Sprache, also mit Lateinschrift. Ja. Und Arabisch ist ja eine ganz andere Sprache. Und deswegen war das so, dass einige diesen Schritt von Kurdisch auf Arabisch nicht so gut vollzogen konnten wie andere. Und dadurch, dass sie auch sehr kurz in die Schule gegangen sind, blieben sie auch also teilweise funktionelle Analphabeten und Analphabetinnen. Und hier in den Interviewpassagen kann man das dann auch sehen, dass dadurch, dass man die Erstsprache nicht in einer Bildungsinstitution lernen konnte, später dann auch schwierig war, Arabisch zu lernen. Genau, Arabisch als L2, eben, das habe ich erwähnt, dass sie Arabisch dann als L1 in der Bildungsinstitution lernen mussten und zu Hause haben sie eben nur Kurdisch gesprochen, was dann für einige schwierig war. Ja, genau. Ja, ich hoffe, es war was Interessantes für Sie. Ich wollte mit dieser Präsentation einfach die unterschiedlichen Rahmenbedingungen verdeutlichen, was genau ist denn das, was unterschiedlich ist, warum die Personen so heterogen sind in diesem Sinne, also dass sie unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, warum diese so heterogen sind und wo sieht man diese Heterogenität. Ja, danke. Ich glaube, ich habe nicht zu lang erzählt und nicht zu kurz. Ja, Katarina, se zahvaljujem v imenu vseh.
Torej, ne, definitivno niste bili predolgi, časa imamo še dovolj. Mislim, da to, kar ste nam, mogoče lahko zdaj, če več ne delite ekran, pa se bomo boljše videli. To, kar ste nam tukaj skicirali oziroma poskušali orisati, je seveda neka situacija, ki si mi tukaj v Evropi niti v sanjah ne moremo predstavljati. Zdaj, če samo spomnim na to, da ste povedali, da otroci v Afganistanu, torej, da ne obstaja obvezno šolanje, to se pravi, ti greš v šolo, če te starši pošljejo oziroma če starši smatrajo, da je to pač nekaj, kar je smiselno, da je tudi finančna situacija družine nekaj, kar vpliva na to, če se boš šolal ali ne, da je seveda situacija še veliko slabša, če si deklica, celo omenili ste, da je neke vrste sramota, če gre deklica v šolo, da pa je seveda najbrž boljše v mestih. Potem ste omenili, da tudi učitelji brez ustreznih kvalifikacij poučujejo, da so očitno neki disciplinski prijemi taki, ki si jih mi tudi ne moremo predstavljati, če učitelji pač delijo zaušnice. Se pravi, očitno neka popolnoma kaotična situacija, iz katere potem neki mladi ljudje prebegnejo v Pakistan, ker so, ko ste povedali, v določenem času imajo status ilegalnega priseljenca, kar pomeni spet nobenega izobraževanja in seveda enako slabo tudi tistim, ki pobegnejo v Iran. Omenili se tam, da so obstajale te šole Korana oziroma neke afganistanske šole, ampak to seveda vse očitno sporadično, nekaj ja, nekaj ne, oziroma nekako brez nekega sistema. In da je v Siriji seveda najboljše. Ja, zdaj, jaz sem pripričana, da bi lahko nam o tem povedali še veliko, vaši intervjuji skrivajo veliko zanimivih izjav in podatkov. Jaz bi mogoče najprej dala vsem poslušalkam, ne vem, če je kakšen poslušalec tukaj, besedo, če želijo kaj vprašati, pokomentirati. Ok, pa mogoče jaz sama začela. Torej, meni se ob tem opisovanju, kako je v Afganistanu, verjetno danes nekaj boljše, če se to predstavljamo, in pa seveda tudi primerjalno v Siriji, kjer v času vojne ste povedali, da je hodilo v šolo okrog 38% otrok samo. Torej, v vsej tej opisani situaciji se mi prvo vprašanje poraja, kaj zdaj to pomeni, ko pridejo begunci, begunke v Evropo, zdaj, če je to primer Avstrije, lahko pa tudi katera druga država, kaj zdaj to pomeni seveda za tiste, ki jih poučujejo tukaj, ker zdaj je pa treba, tako kot ste rekli, veliko jih je seveda sploh, torej niso opismenjeni, se pravi, ne znajo pisati in brati v svojem prvem jeziku, zdaj pa v bistvu stojimo pred dvema nalogama ali pa pred eno, ne vem, to boste vi vedeli, cilj je, da jih take ustanove, kot je vaša, pa tudi kakšne druge, pa jezikovne šole, da jih nekako spravijo na nivo B1. Koliko je to realno, kaj se v resnici dogaja, če nam mogoče kaj o tem poveste? Ja, torej ta veliki val je bil 2015, zdaj je že 2022 in se do tega dneva že kar veliko spremenilo. Če spremljam tiste, ki so prišli 2015, z nekaterimi sem še danes v stiku in vidim, da kako so se izboljšali v tem času, nekateri pa so ostali na istem nivoju, kot so bili v bistvu leta 2015, bi lahko trdili, da je to veliko povezano s tem, kako je bilo to v njihovi domovini. In ker v Avstriji pričakujejo, da da njihovo znanje pride do nivoja B1, je to tako, da je to mogoče malo iluzija, ampak oni ponujajo v sklopu različnih paketov, kako se to reče? Ja. Imenuje se Start paket v Avstriji. Začetni paket, ja. Ja. In v sklopu tega paketa oni obiskujejo Deutsch kurs.
Ampak to je tudi odvisno od tega, če imajo te voraussetzungen, torej da te pogoje, da lahko to obiskujejo. Imajo pravico obiskovati en kurs, also en tečaj maksimalno 2-krat. To pomeni, če 2-krat ne dosežejo tega nivoja, izpadejo iz tega sistema in potem sploh več nimajo dobene možnosti te kurze dobiti. In to pomeni, da ostanejo v tistem, kaj so, oziroma s tistim znanjem, kaj imajo, s tem ostanejo. Če je to, na primer, starejši gospod ali starejša gospa, ki več ne dela, ne hodi v službo, je za njih še toliko težje, ker v bistvu se ne morejo sami plačati, da bi se naučili. In tudi obstajajo ljudje, ki so obiskovali alfabetizirungskurs 5-6-krat in niso imeli dobene izboljšave z tega področja. Mislim, da bi se izboljšali in bi lahko bili sposobni delati A1. Zato mislim, da je ta politični koncept malce zgrešen. B1 ja, ampak mogoče ne v vseh kompetencah. Govorno in slušno bi moglo biti bolj forsirano, predvsem za te osebe, ki imajo s pisanjem in branjem težave. Ker govor je neke vrste, če živiš v tej državi, da se sporazumevaš, da si samostojen, bi na tem mogli bolj delati kot pa cel koncept. Branje, pisanje je za nekatere izjemno težko. Zdaj, če prav razumem, je torej koncept takšen, da če je nekdo nepismen, da se ga v bistvu opismenjuje v nemščini, se pravi, zdaj se prvič je soočen s tem v življenju, da se uči branja in pisanja, obenem pa seveda tudi za njega tujem jeziku ali pa za njo, ne? Ja, torej tisti, ki niso pismeni, se v svojem prvem jeziku, torej oni se učijo v bistvu latinico, to ni njihov prvi jezik, kar je težko potem tudi povezave delati za te osebe, ker se učijo samo ta jezik in doma pa govorijo samo njihov jezik in je precej težko. Obstajajo pa seveda osebe, ki so prišli nepismeni, ampak so naredili takšne velike takšne velike korake, so dosegli toliko, da je tudi zelo lepo videti. So skrajni primeri iz te strani, pa iz te strani. Ok, hvala. Mogoče še kdo? Ja, pa bi mogoče jaz eno Katarino pozdravila iz Ljutomera. Zdravo. Mene pa zanima, ker je bilo ogromno pač teh razlik po spolu omenjenih, ne? Ali se zdaj recimo, ko pridejo pač recimo v novo obljubljeno deželo ali kakorkoli temu rečemo, ali se opazi kakšna razlika v motivaciji recimo, ker je doma ogromno prepovedi, ne? Od rabe jezika doma v šoli, potem prepovedi za določeni spol, strahu v bistvu, ne, pred znanjem. Ali se tukaj opazi recimo glede na dečke, deklice? Predvsem me zanima ta šolska populacija, ni toliko odrasli, no? Kaj bolj motivirane, to me zanima. Moram povedati, to so pač moje izkušnje, jaz ne moram posploševati, generalizacije to ne bi bile, samo predvsem deklice so izjemno pridne in zelo hvaležne, da lahko se to učijo. In pri njih vidiš, kako hitro napredujejo. Pri dečkih je malo težje, samo predvsem ta mlada generacija veliko hitreje se uči kot starejša generacija. To je že po dejavniki, kot je starost, pa to malo bolj logično, bi rekla. Kak je že bilo vprašanje, sem pozabila? To vse mislim, da sem zvedla, da so deklice dejansko bolj motivirane, bolj pridne,
Mislim, da so dečki tudi motivirane. Predvsem mlada generacija se želi naučiti, samo problem je v tem, če imajo status. Pri dečkih je ponavadi ta problem, da morajo dolgo čakati, da dobijo status, ker pridejo sami, mladi, zato da bi svojo družino prehranjevali in morajo zelo dolgo čakati, da sploh dobijo. To lahko traja tudi do 6 let in zato nemajo toliko možnosti se učiti. Pri deklicah je malo drugače. Deklicam dajo hitreje status, ker vejo, da v svoji domovini nimajo toliko, da so, Zasnove, da nimajo možnosti, da so preganjane, da ne smejo hoditi v šolo, zato je za njih veliko lažje, hitreje dobijo status azilantov kot dečki. In mogoče to tudi mogoče en vzrok, zakaj deklice mogoče hitreje se učijo. Ker imajo tudi mogoče malo več možnosti in se jih bolj... Hvala, Ja, mogoče še kdo? Mene bi tudi zanimalo pri samem pouku, ti, zdaj ne glede na to, ali dečka ali deklice, pa tudi ne glede na starost, kakšno je kaj znanje angleščine? A se lahko pri pouku, torej pri pouku nemščine, nekako učitelji potem naslonijo na angleščino? Ker jezika sta podobna, oba zahodno-germanska, in če ti razumeš, poznaš neke besede v angleščini, jih lahko transferiraš v nemščino in ti je veliko lažje. Kakšno je kaj znanje angleščine, tako običajno pri beguncih? Tako v Afganistanu kot v Siriji je angleščina predmet v šoli, vsi se učijo angleščine, ampak nekateri se pač nič ne naučijo. To pač tako je, to je vse posebej tako. Jaz bi rekla, znanje angleščine, te ciljne skupine, vse skupaj, ne glede na starost, 30% od vseh, večina jih ne zna. In če jih to zna, uporabljajo sicer samo s časoma, ko se učijo nemščino, jih večino pozabi angleščino, nekako jih dajo angleščino na stran in potlej več nikoli ne uporabljajo angleščine, samo nemščino, s časoma. Na začetku samo angleščina, tako je bilo 2015, so tisti, ki so znali angleščino, so uporabljali potem samo angleščino, da so se sporazumevali. Samo s časoma pa so opustili, ker so videli, da ne delajo napredka v nemščini. In ko sem jaz poučevala na začetku 2015, 2016, z angleščino nisem prišla nikamor. To se pravi, žal ni se možno nasloniti, da bi angleščina bila neka pomoč. Okay. Mogoče 30%. Ja, to ni, no. Sej pravzaprav, če ne hodijo v šolo in pa če so v odročnih krajih doma, potem definitivno tudi najbrž ni tega, da bi angleščino sprejemali skozi medije in se učili od nekod, tisto pa rečemo, ne veš, odkod zna angleško, ne? Tudi to najbrž potem ne obstaja, ne? Ne, ker tudi mediji, angleški mediji so prepovedani v teh državah ponavadi. V Afganistanu so prepovedani angleški mediji, v Iranu tudi. V Siriji so mogoče ne tako strogi, samo zdaj ne bi znala. Samo se pa v Siriji učijo tudi francoščine, pa ruščine. Tako da oni imajo malo bolj to latinsko abecedo. Torej vsaj črke oziroma pisava niso tisti prvi glavni problem, ne? Eno vprašanje. Kaj se pa zgodi z njihovimi maternimi jeziki? Imajo kakšno možnost, da nadaljujejo, nadgrajujejo, se karkoli dela v tej smeri, ali je pač cilj samo jezik, nemščina, pa mogoče še kateri tuji jezik, kaj se dogaja z maternimi jeziki? Žal je to premalo forsirano. Sicer imajo zdaj ti mlajši otroci, imajo možnost se učiti svoj materni jezik, samo
otroci, pa 6-letniki, ki zraven še lahko obiskujejo, naprimer farsi ali pa arabščino. Samo tisti, ki pa obiskujejo šole mladostniki, težko. Oziroma, oni pač tisto, kaj so se naučili, tisto imajo, več težko, da nadgrajujejo. Imam pa tudi, sem se pogovarjala v teh intervjujih s mladimi, ki so rekli, da so se s tem, ko so pač primerjali jezika, svojega maternega jezika, še bolj naučiti teh gramatičnih pojmov, pa zakaj je to tako, ko so primerjave delali. Tako da, ja, v tej smeri so mogoče nadgradili oziroma se kaj več naučili, samo da pa bi ta jezik še samo učili, to pa ne. Ko je pa s kadrom, recimo, se da najti učitelja za materni jezik teh beguncev, ali je to tudi tako bolj po sreči kot karkoli? Ni tako lahko. So sicer samo težko, ki imajo res celotno izobrazbo, tako kako treba biti, težko. Hvala. Pa verjetno tudi vezano na to, kje človek živi, ne? V večjih mestih, tako kot je Gradec ali pa Wien, najdeš učitelja za farsi ali pa za paštu, ampak v kakem manjšem kraju pa najbrž ne, ja? Ne. Ja, jaz mislim, da tak nek pogled v ta svet, ki si ga skoraj ne predstavljamo, vsi smo spremljali to begunska kriza, zdaj se je to malo, mogoče ni toliko več v ospredju zaradi covida, ampak na nek način najbrž se sploh nismo kaj dosti spraševali, kako pa to zdaj izgleda jezikovno. Kolegica je pred letom dni našim študentom predavala, kako je to v Nemčiji, na Bavarskem, kjer tudi poučuje begunce oziroma tudi migrante nemščino, in je recimo pripovedovala nam o tem, koliko tabujev obstaja pri samem pouku nemščine. Ona je rekla, jaz poučujem zdaj že, ne vem, 4. leto, različne starostne skupine, običajno so mladostniki, nemščino na različnem nivoju, večinoma jih je bolj začetniški nivo, ampak pri našem poučevanju je cela vrsta tabujev, ki se jih zelo držimo. In med temi tabuji so seveda prvi tabu na prvem mestu, nikoli ne vprašaš potem, kako je izgledala tvoja pot iz tvoje države v Evropo, to se ne sprašuje, absolutno ne. Potem vem, da je tudi omenila seveda tabu religija, nikogar ne boš vprašal, katera je tvoja religija, zdaj če bo sam povedal ja. Seveda tudi je spolnost velik tabu, potem različne kulturne razlike, tako da to recimo je rekla, da tega se držimo, in je potem tudi povedala primer ene izmed učiteljic, ki je malo pozabila na to, in ja, ne da bi zdaj imela probleme, ampak je bilo prav nerodno. Recimo tudi ne moreš, recimo klasična tema pri pouku tujega jezika, opiši svojo sobo, ne vem, opiši hišo, v kateri živiš, takega vprašanja beguncu ne moreš postaviti, ne? Mogoče imate vi tudi kakšne izkušnje s tem? Ponavadi so vsi zelo odprti, kot testatorka, prüferin, pač imam tudi preverjam ustno znanje in obstajajo osebe, ki dejansko na temo beschreibe eine Reise, die du gemacht hast, govorijo o svoji poti, Fluchtweg. Jaz sem se držala tega, da ne sprašujem o družine, ker to je bilo takrat zelo težka tema. Ali pa o njihovi državi, kako tam izgledajo določene stvari. Samo je pa tako, da večina zelo rada govori o svojih izkušnjah tam, kako tam izgleda, zakaj verjamejo, kakšne religije mi razlagajo, mislim, so zelo odprti. Jaz nimam takih izkušenj, da bi to bil da ne bi hotel o tem razlagati. Problem je bil bolj v tem, da če niso znali tako dobro jezika, bi mi še hteli več povedati, ker je bilo z njimi intervjuje delati zelo enostavno v primerjavi z,
ker njihova kultura je malo drugačna in so zelo odprte, zelo ljudne, hočejo mislim, jaz imam večinoma dobre izkušnje, imam tudi negativne, ampak večinoma so bile pozitivne in večina je bila odprta glede vseh tem. Tako da, ja. Okay. Ja. Še mogoče kakšna misel, vprašanje? Nismo se nič dotaknili tega, kako je to v Sloveniji. Zdaj, ne vem, jaz teh izkušenj nimam, ti ne poznam dobro situacijo v Sloveniji, kako to zgleda. Ja, ko gre za migrante, ja, ampak glede beguncev pa ne. Tako da, če mogoče kdo lahko deli te izkušnje z nami, bomo zelo veseli. Okay. Ja, dobro. Mislim, da je to tema, o kateri bi lahko še povedali veliko, sploh, če bi recimo tudi govorili natančneje o samem pouku, kako poteka pouk tujega jezika, kadar imaš tako skupino pred sabo. Katarina, jaz se vam zahvaljujem, vam in pa seveda vsem, ki ste danes poslušali, ki ste bile tukaj, tudi kolegici iz gimnazije Ljutomer za vprašanja, Tini za vodenje oziroma organizacijo, tako dobro kot vedno. Mogoče na koncu, Tina, na kratko, kaj bo naslednji teden na sporedu? Naslednji teden imamo pa, čakaj, imam ravno odprto, Mojco Polak-Williams, ki bo govorila o teaching in a multilingual early years classroom. To je pa za a case study from Leeds. Tako da vrtci v bistvu tudi malo, pa prva leta osnovne šole. Torej, da se iz Avstrije, Afganistana, Sirije preselimo v Anglijo. Tako. Okay. Ja, še enkrat hvala, Katarina, veliko uspeha naprej še pri raziskovanju in vsem se zahvaljujem, želim lep večer, ostanite zdravi in se vidimo naslednji teden.